One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von euch soll helfen zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen, für das wir alle gut können auf diesem Planeten leben, und was wir mit konkreten Aktionen können dazu beitragen. An meiner Witte von heute ist der Stefan Maas. Moin. Guten Morgen. Wir schwätzen heute über die energetische Bilanz von Gebäuden hauptsächlich. Ja. Für an Thema ranzukommen, will ich aber erst kurz vorstellen, mit 3 Fakten, an die könnt natürlich dazu Stellung holen, an die könnt auch gerne ergänzen, wenn ich etwas vergessen. Das erste ist, die Maschinenbau auf der Uni zu Kaiserslautern studiert, schon an 90er Jahren, und du hat auch promoviert. Dann sieht der Professor auf der Uni Lützeburg gehen, und die sieht an der Forschungsgruppe angewandte Mechanik und Energieeffizienz. Und die setzt erst für geringe Wasserstoff an. Alles richtig. Was nicht vergessen? Nein, ich bin auf die Energie gekommen, weil ich in meinem letzten Job da habe ich viele Kessel gebaut, Wärmetauscher, wie ich angefangen habe, 2099 habe ich angefangen, effektiv. Die Uni war gerade in der Gründungsphase, das ist viel geschwart, weil die Uni, und da war keiner, der sich richtig um Energie gekümmert hat, von Gebäude. Und du so nicht, du so reinkommen, in Gebäude, Kita ich nicht von der Seite von der Gebäude kommen. Aber die erste Projekt haben wir zusammen gemäht mit dem Kollegen aus Kaiserslautern, dann ist okay, aber du sag mal so, du reingewurst, und das ist immer mehr ein großes Thema gewesen, weil halt in Lützeburg geht viel gebaut, Leute frohen, also muss damit beschäftigt. Und ich sind da über 20 Jahre, gucken wir tatsächlich, wo stimmt Gebäude, was ist wirklich drin. Mich interessiert immer ganz wirklich der Verbrauch. Man kann viel rechnen, und die Rechnungen sind noch gut, aber es sind noch ganz viele empfindliche Parameter. Das heißt, was gerechnet wird, ist nicht unbedingt das, was geplant war. Was ist dann die größte Herausforderung, wenn es um Nachhaltigkeit von den Gebäuden geht? Ich meine, wir müssen die Emissionen so weit hochkriegen wie möglich, dass das dient. Aber wir müssen die Kosten noch immer am Arm behalten, weil die Ökonomie, da treten nun mal in die Kosten. Und müssen trotzdem natürlich geschwind CO2-neutral gehen, carbon neutral. Das muss ganz klar ein Ziel sein. Und gerade über die CO2-Emissionen geschwart, sind seit 200 Jahren holen wir den Kohlenstoff raus aus dem Boden und verdienen ihn ganz dünn in der Luft. Und das ist irreversibel. Wir können nicht erst Milliarden von Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre rausfischen. Eine kleine Menge können wir das machen, das ist unbezahlbar, das erst zurück in die Böden zu bringen. Und dafür muss man unbedingt gucken, dass die Kurve zu Mauna Loa, die gemessen wird von den Amerikanern, CO2-Konzentration in der Luft, dass die irgendwie nicht stehen bleibt. Das ist Menge nicht der wichtigste Punkt. Wenn man ganz krass auf die ganz primäre Energie drauf guckt, dann ist 1/3 Gebäude, 1/3 Trafik, 1/3 die Industrie mit dem Elektrischen. Also spielen Gebäude eine große Rolle mit 1/3. Das muss man einfach klar wissen und so. Und dafür muss man sich damit beschäftigen. Gerade am Wohnen gehen die CO2-Ziele regelmäßig nicht erreicht an dem Sektor, wenn es wirklich nur Sektoren geht. Was ist der Grund dafür, für was das so schwer ist? Das wie überall, das wie beim Trafik auch. Das ist eine Summe von verschiedenen Parametern, die dazu führt, dass das so nicht passt. Da können wir auch gerne in Detail gehen. Aber ich weiß nicht, ob das sich wirklich lohnt. Auch die besten Gebäude brauchen immer noch Energie. Sie brauchen, wir haben deutlich verbessert im Bereich von der Hitze. Dafür verbrauchen wir immer mehr Elektrizität in den neuen Gebäuden. Für was auch immer, das hängt auch viel mit dem Komfort zusammen. So nehmen wir das Beispiel vom Auto. Ich sehe schon ein bisschen mehr an. Mein nächstes Auto, das ist 40 Jahre alt, das war ein kleines Auto, das hat 5 Liter gebraucht. Heute habe ich ein nämliches Auto von der nämlichen Marke und brauche immer noch 5 Liter. Was ist da geschieht in 40 Jahren? Das Auto ist mehr groß, mehr schwer, mehr Sicherheit, mehr Airbag, mehr Dinge, mehr Payet, High-Low. Am Schluss ist der Verbrauch konstant. Mit damals hatten wir E2-Auto pro Familie, heute haben wir 3-4 pro Familie. Und das ist das Problem von der Kurve da. Und auf der Menge nicht, für wirklich keine Führung zu kommen, müssen wir die Erneuerbaren ausbauen, ganz klar. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen. Was ist erneuerbar? Wind, Sonne, Biomasse. Wind und Sonne machen wir schon, sind da 20 Jahre. Da haben wir angefangen und das ist ein großer Success. Und die Kosten sind heute auch kompetitiv. Also die Preise für die Produktion sind in einem Bereich, wo sie sein sollen. Was uns noch fehlt, ist der größte Speicher. Und bei der Energiespeicherung, thermische Energie, Geothermie, alles Mögliche, sind wir noch am Anfang. Da können wir noch vieles machen.
aber auch der Wasserstoff als großen Energiespeicher. Und wenn wir zu viel Elektrizität tun, machen wir Wasserstoff, wenn wir es brauchen, holen wir den. Und das ist mengenlich, da sind wir noch nicht, wo wir sein müssen. Was ist dann eigentlich eine Energiebilanz von einem Gebäude? Also was fließt du alles mit an? Die Energiebilanz von einem Gebäude im Prinzip, der hat die Envelope, was tun wir für Verluste in der Außen, das sind Transmissionsverluste, die gehen durch die Wände und auch Lüftungsverluste, muss man auch klar wissen, weil Leute atmen und immer Luft, die durch das Gebäude geht, man braucht noch frische Luft, muss man ganz klar sagen, die Luft muss also ausgetauscht gehen, dann haben wir Strahlungsgewinne und Interngewinne. Und das wird alles miteinander verrechnet und am Schluss bleibt, ob man es bei uns im Klima, ein kleiner Delta und den muss man nachfüllen. Schon ein schönes Bild von dem wassergefüllten Bassin, von den Danaiden. Es läuft immer ein bisschen fort. Man kriegt das Gebäude nicht ganz dicht, also muss man immer ein bisschen nachschieden. Aber das ist schon ein Unterschied, ob ich einen schlechten Bau habe, da muss ich viel nachschieden, oder einen guten Bau, da muss ich nicht viel nachschieden. Und bei guten Gebäuden sage ich immer ungefähr 5 Liter auf den Meter Carré oder 5 Meter Küb Gas auf den Meter Carré für zu hitzen und für das Wärmwasser. Und da kommt noch die Elektrizität. Beim thermischen Teil sind wir deutlich besser in den letzten Jahren. Bei der Elektrizität leben wir mehr drauf. Und wir können nicht alles elektrifizieren. Das meine ich auch. Wir sollten, natürlich, wo es geht, alles, aber ich muss ja auch den elektrischen Reso equilibrieren, weil wir hätten ja 24/7. Und ich meine, dafür brauchen wir auch einen Speicher. Das kann Biomasse sein, zu einem gewissen Teil, aber ich meine, dass wir auch den Wasserstoff brauchen. Du hast wohl Delta benutzt, kann du das kurz erklären? Das ist die Differenz. Einfach in der Physik und Mathematik benutzen wir oft den Buchstaben Delta für Differenz. Also der Unterschied zwischen Soll und Ist ist ein Delta. Temperaturdifferenz zwischen Binnen und Außen ist ein Delta. Voilà. Und wir hätten der Binnen halt gerne eine ganz variable Temperatur. Können wir lange darüber schwätzen, wie viel das sein soll, Komfort und so weiter. Das ist auch eine große Diskussion. Aber klar ist, im Winter ist es zu kalt draußen, also hätten wir gerne den Binnen gehitzt. Und im Sommer, teilweise, geht es immer mehr Wärme. Also wir fangen auch immer mehr an zu killen. Und zu lüften in unseren Gebäuden. Alles das braucht elektrisch. Pro vom Nachhaltigkeitsrat. Nachhaltigkeit am Bauwesen ist etwas, was unter langem probiert wird zu steuern. An aber gehen auch immer Gebäude gebaut, die nicht nachhaltig sind. Was muss die Lützeburger Regierung ändern, für das Bauwesen mehr nachhaltig wird? Das ist eine große Frage, die er mir stellt. Also für mich ist ein Punkt ganz klar die Energie vom Gebäude. Und da sehe ich noch ein Kehr thermisch und elektrisch. Thermische Seite haben wir gut gemacht, elektrisch haben wir immer mehr drauf gepackt. Das ist auch die Großenergie. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber das ist mehr kompliziert mit der Großenergie. Für was? Naja, es ist immer die Frage, was für Bilanzzeitraum ich hole. Wenn ihr zum Beispiel so durch Fissbeton schlecht Holz ist gut, so einfach ist es ja auch nicht. Der Beton hält vielleicht mehr lang mit dem Holz. Der Beton hat einen schlechten Carbon Footprint, ja, das ist vielleicht wahr, aber er hält vielleicht auch mehr lang. Also muss man auch Zement irgendwie nicht dekarbonisieren. Also wir müssen alles dekarbonisieren, das ist ganz klar, da geht kein Melange. Und Nachhaltigkeit kommt ja aus der Holzwirtschaft. Das heißt, ich hole nicht mehr raus, wie all Jahr nachwiegt. Und bei den Gebäuden, naja, da haben wir so eine Tendenz zu sagen, naja, ist gut, alles schlecht, wir rappen auf, aber da vernichten wir auch viel Energie. Also das ist immer so ein Trade-off zwischen, lohnt es sich noch oder lohnt es sich nicht. Ich meine, wenn Futti ist und geht nämlich, okay, dann muss man halt fortmachen. Aber was ist da bei Futti? Wie lohnt es sich? Fakt ist, dass die Preise nicht unbedingt Ökologie repräsentieren. Und das wäre für mich ein Ziel für die Politik insgesamt, dass man CO2 besteuern, aber auch für alle Menschen, für die Industrie, für all bla bla, dann ist am Preisschild direkt ein CO2-Abdruck drauf. Also für die Ökonomie zählt der Preis pro Kilowattstunde. Für die Ökologie zählt ein CO2-Fußabdruck pro Kilowattstunde. Aber wenn die zwei Seiten harmonisieren, dass der Preis da richtig rumspiegelt, ist alles gut. Dafür kann man ja mit Steuern noch steuern. Aber wenn wir dort Taxen runtermachen, können wir sie auch so rauf machen. Wir können ja auch eine Taxe reduzieren, man muss ja nicht mehr Taxen immer holen. Und was die Industrie angeht, das fand ich auch, da sind wir endlich schon mal damit angefangen, mit CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, das ist eine Initiative von der EU, für Leute oder für Länder, die ganz andere Taxen haben, wird auf der Grenze not zu versteuern. Mir ist schon klar, dass das kompliziert ist, weil wir sind da 50 Jahre im Freihandel und der Globalisierung und so weiter. Aber das ist überfällig. Wir müssen uns damit beschäftigen. Mit Stahl und Zement sind wir in einer Pilotphase. Fand ich ganz wichtig.
Das muss dort in Europa eins gehen, für zu sagen, wir wollen CO2-Medaille machen, Emissionen. Und da kommt automatisch all die Sachen, die wenig CO2 haben, die kommen auf hier. An die Suche kann man die Leute noch zurückgehen, an der Taxe reduzieren. Die Schweizer fanden noch ein ganz interessantes Modell, soweit ich weiß. Sie gehen dann pro Kap zurück. Also alles, was du Recken und Taxen, krediert für ihn zurück, wenn er an sich gut behält, hat er viel Suche verdient. Wenn ihr halt mengt, dann müsst ihr überall, keine Ahnung, Riesen, Auto fahren, dick und heilo, da liegt ein Druck. Der kritische Geist. Die hat mir super Stich geliefert für die zweite Kategorie, der kritische Geist. Das ist ganz wichtig. Ja. So, wir müssen mehr bauen. Wir brauchen mehr Wohnungen. Lützburg wiest, wir brauchen mehr Logementer. Da können wir nicht all Familienhaus sanieren, das geht nicht, wir müssen bauen. Ja, das sind alles so Sachen. Ich meine, die Bevölkerung wiegt. Ich erzähle nicht nur eine Geschichte aus meiner Familie. Ich weiß nicht, das Haus, wo mein Papa groß kennt. Mein Papa kennt seine Familie, da waren 7 Kinder, 7. Plus die Eltern, plus hatten alle Jungen und einen Stall und ich weiß nicht was. Und ich weiß nicht, wie viel Meter Carré eine Person da hat. So, und heute haben wir wie viel Meter Carré pro Person, ich weiß nicht. Auf jeden Fall deutlich mehr. Und dafür ist das alles so, auch so eine Geschichte, das hängt mit dem Komfort zusammen. Ich sehe auch verstanden, ich meine, ich will auch nicht mehr leben, wenn mein Papa groß geht. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Und aber, froh ist, wie viel brauchen wir da pro Kap, wie viel will man es leisten. Am Schluss mengen nicht fair, da wenn ich darauf vorbei, pollueur payeur. Man muss beim Verursacherprinzip bleiben, weil die Mauna Loa-Kurve, die reagiert ja nicht mehr auf globale Emissionen. Wir können dir erklären, was wir wollen, solange die Emissionen hochgehen, ist das Problem da. Und dafür mengen ich, ja, man muss bauen, man soll noch bauen, die Leute wollen noch Wohnungen, brauchen Wohnungen, das ist alles in der Reihe. Aber wir müssen halt auch kompakt bauen, das muss man auch sagen, weil desto mehr reduziert sich der Carbon Footprint für den Einzelnen, das Großenergie und die verbrauchten Energie. Und da muss man einen vernünftigen Kompromiss finden und die Bayer soll noch da sehr gut Leute schaffen, dass nicht unendliche Wege ist bis auf der Arbeit und Retour. Wir brauchen einen guten ÖPNV, öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben Buslinien formidabel ausgebaut in den letzten Jahren, aber die Busse stehen noch im Stau. Also ich meine, wir müssten mehr auf die Schienen setzen. Da haben wir mit dem Tram endlich einen Anfang gemacht, nach 20 Jahren Diskussion. Okay, das muss man ausbauen. Also Personennahverkehr, Schienengebunden für allen Dingen, aber auch digitale Infrastruktur, können wir Homeoffice machen, muss man nicht so viel führen. Ich gehe einen Schritt zurück, du hast Mauna-Kurve erwähnt, kann ich die kurz erklären? Natürlich. Also Mauna Loa ist ein Vulkan in Hawaii. Hawaii ist in der Mitte vom Pazifischen Ozean, da sind 3000 Kilometer rundherum ist nichts. Und trotzdem kommen da die Emissionen von der ganzen Welt verdient. Und die Amerikaner betreiben da ein Laboratoire und sie müssen all Tag, alle Minute die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die ursächlich ist für den Klimawandel. Aber wenn ihr euch die Kurve da anguckt, da ist so ein Zickzack drüber, die kann jeder rein googeln, das ist überhaupt keine Affäre. Den Zickzack ist normal, das sind Jahreszeiten, aber die Mittelwerte, der ist auch schwarz, der Egetron, der klammt ohne Ende. Immer mehr, immer mehr. Und solange das klammt, geht der Klimawandel weiter. So einfach ist es. Das ist noch nicht, das ist kein jeder verstehen. Die Kurve darf nicht weiter klammen. Wir gehen zurück beim Thema Bestand von Gebäuden. Wir holen das Episode ab Wandhaft. Von den Hai weiterführt, könnt ihr Richtung Kapelle, Mama, und du seid ihnen, dass eigentlich kein Bauernhaus mehr von früher nach steht, an auch Familienhäuser oder Familienhäuser aus den 90er Jahren aufgegraben gehen. Ist das sinnvoll? Was verliert denn du auch eigentlich über Bestand? Ich meine, ich habe auch schon ein Projekt in die Sanierung gemacht, Bannendämmung und so weiter. Natürlich verlieren wir auch ein Stück von unserer Identität, lass mal sagen. Das ist alles ganz klar. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, thermisch sind die neuen Gebäude besser, elektrisch nicht, das ist auch so. Und ich habe viel schon gesagt, ich wäre froh, wenn die Großenergie auch ein Preisschild hängen gibt. Und da gibt es die Stadt viel mehr einfach gestalten. Das Problem mit den ganzen Großenergiestudien, das ist, was für Zeitdauer holt er dann nun? Dann ist Holz, da ist gut, Zement, da ist schlecht. So einfach ist es aber nicht. Man holt sich den Planet auf. Man so Pellets sind gut, ja, man holen sie aus Südamerika, sonst wo, oder aus Finnland. Und der Bisch verschwand ja in einem gigantischen Moos. Also ich meine nicht, ist ja nicht gegen Biomasse, ich muss das ganz klar sagen. Aber wir müssen auch nachhaltig damit umgehen. Das heißt, wir dürfen nicht mehr verbrauchen wie notwendig. Und so sind wir noch nicht. Und
Und dafür gebe ich mir wünschen, dass die Kroenergie einfach am Preisschild hängt. Das heißt CO2-Taxen, Trade oder ETS, das ist die europäische Variante davon. Und wie gesagt, nachher reduzieren dafür andere Taxen. Oder gehen bleiben nicht zurück. So nicht mehr Taxen, nur Steuern durch Steuern. Der Tisch aufzurappen ist momentan noch zu billig. Das Aufrappen ist schon nach billig, aber das ist eine komplexe Geschichte dort. Die Leute hätten noch gerne nein. Das muss man auch sagen. Man kann noch gerne darüber diskutieren. Es sind immer so Trenden, die sich dann durchsetzen. Die einen hätten gerne partout die Aalsache, weil sie das super formidabel fanden. Wir hatten die Diskussion ja um Bellwall. Da steht ja da als Stahlindustrie, haben wir ja hier rundherum gebaut. Wir fixen mal unendlich Diskussionen, was bleibt schon, was kann fort. Am Schluss muss man klar sagen, das ist ein Müse. Also man muss noch überlegen, was kostet den Entretien in der Zukunft. Ich bin auch dafür, dass der Stück stehen bleibt. Die Frage ist nur, wie viel. Und das ist etwas, was man im gesellschaftlichen Konsens lesen muss. Da gibt es eigentlich nicht nur eine Zahl, die das klar beschreibt. Wir brauchen Kenntnis von der Vergangenheit für die Gegenwart zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Geschichte ist ganz wichtig. Kann Einblicke in die Zukunft bringen. Also wir müssen wissen, wo wir herkommen. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, wir können ja nicht das alle mit Müse machen. Das kostet uns da aus dem Kap in Zukunft. Das muss man auch verstehen. Also müssen wir da irgendeinen Kompromiss finden, einen raisonablen Kompromiss. Du hast schön Stichwort gesagt, war das dann eher Zukunftsvision ganz konkret? Also ich wünsche mir, und mich freut, was ich mir wünsche für die Zukunft. Jeder Verein soll ein bisschen über die CO2-Geschichte Bescheid wissen, was Klimawandel ist, wo hier Kinder, was hin persönlich machen kann, für sein Verhalten zu adaptieren. Ich wünsche mir, dass es am Preisschild steht, was damit klar ist, was das für einen Impact hat auf die Umwelt. Und ich wünsche mir, dass wir mehr korrekt miteinander diskutieren. Also ich meine, das Problem ist, Sachen ändern sich ganz sehr. Die Leute fühlen sich aufgehangen. Wir haben Pandemie, wir haben Krieg, wir haben... Aber das ist die Reaktion, die Leute wollen nicht mehr hören von diesen Sachen. Sie vergrüben sich, wollen not in my backyard, macht was er will, aber nicht bei mir, ich will bleiben, wo ich bin, also weiter, und so weiter. Und das führt dazu, dass Populisten kommen. Sie erzählen egal was, keine Lesung für nichts. Früher haben wir gelungen. Heute sagen wir, das sind Alternativfakten. Und das ist ein bisschen das, was ich mir wünsche, dass wir fair und korrekt miteinander diskutieren, auch für Journalisten, ganz klar. Wir müssen das ob ein bisschen mehr Faktencheck kommen, man muss bei der Wahrheit bleiben. Fakten, Fakten, Fakten. Na, das machen wir, hallo? Ja. Nämlich mit der Kategorie Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Was für Fakt soll, oder was für Zahl soll man in dieser Episode nicht vergessen? Also ich bleibe dabei. Für mich sehr wichtig Zahlen, die Mauna Loa-Kurve, CO2-Konzentration, also ein ganz wichtig Zahl. Im Gebäude ist es so, ein Drittel davon Kind vom Gebäude, ich so ganz kraft, ein Drittel Kind von den Gebäuden, ein Drittel Kind vom Trafik, ein Drittel Kind aus der Industrie mit der Elektrizität. Elektrizität ist wichtig, man soll vieles elektrifizieren, man hat Sonne und Wind und Biomasse, die sind erneuerbar, damit können wir Elektrizität produzieren, aber trotzdem brauchen wir einen großen Speicher. Der fehlt uns noch, da ist der Wasserstoff als der großen Energiespeicher, der auf alle Fälle neben der Batterie noch helfen kann, für die Reso zu stabilisieren. Und es soll doch jeder wissen, wenn man zum Beispiel den Nutzen, ich sage immer Gebäude, das sind 3 Elemente. Das ist ein Envelope, kann man lange darüber diskutieren, Isolation, bla bla bla. Da geht die Technik, das Jodier, das Lüftungsanlage, das Klimaanlage, was auch immer wir rennen. Und ein dritte Komponent ist der Mensch. Der Mensch hat auch einen großen Einfluss. Und wir sehen bei Reihenhäusern zum Beispiel 100 nämlich das Haus, der hat einen Moyen von 100, in der sparsam ist, der braucht nicht mehr 2 Drittel. In der Verschwender ist, braucht 4 Drittel. Ich lasse die Extremfälle mal fort, das geht noch ein Extreme weiter. Aber der Größen, die allermeisten Leute leiden zwischen plus minus 1 Drittel. Das heißt, der sparsame Verbraucher teilchend von dem der 4 Drittel verbraucht. Also jeder kann auch etwas machen. Und mein Baum, die hat keine Ahnung von nichts, von den ganzen Sachen, und trotzdem hat sie sich sparsam beholt. Und das haben wir auch getestet, wir haben schon Umfragen gemacht und so weiter. Die Leute wissen nicht, wie viel Energie sie verbrauchen, aber sie wissen schon, ob sie selber sparsam sind oder nicht. Und ich gebe mir wünschen, dass jeder Verein ein bisschen weiß, was sein Haus verbraucht, dass er sich dafür interessiert, dass er der Sache ein bisschen noch geht, weil der gesunde Menschenverstand
kann all Grad von akademischer Bildung ersetzen. So und ich als Prof auf der Uni Lu. Das hat Schopenhauer gesagt, das ist nicht von mir. Ne? Also ich meine, wenn ihn sich für etwas interessiert, kann er vieles verstehen. Und ich darf mir wünschen, dass jeder Verein ein bisschen etwas vom Energiepass versteht. Top Flop. Top Flop, was will denn nicht, wir müssen erklären? War das so etwas, was dich wirklich nervt? Das wie gesagt, ich habe gesagt, mit den alten Häusern, den neuen Häusern, also wenn wir aus dann eins gehen, dass der kritische Wert CO2-Emissionen sind, dann fand ich es nicht richtig für zu sagen, ja, allgemein sehr schlecht, die neue sehr gut. Das Baujahr als Key-Kriterium für CO2-Emissionen. Also ich gebe mir wünschen, dass wir da einfach ein bisschen präziser gehen und gucken, was braucht das Haus wirklich, wie ist der Komfort, sind die Leute zufrieden, man da lassen gehen. Wenn sie zufrieden sind, dann verbrauchen sie nicht, hey, dann muss man auch nicht, weiß Gott, was machen. Und es gibt viele neue Gebäude, die sind katastrophal, weil sie ganz viel elektrisch verbrauchen. Also, und was ich fand, hier zu Lützeburg schon mal großen Atu mit einem Energiepass im Vergleich mit Noperen. Bei uns soll der richtige Verbrauch nur der Berechnung nach 3 Jahren noch getrogen werden. Das heißt, wir haben ein gebautes Haus, okay, wir machen eine Berechnung, auch okay. Und nach 3 Jahren soll der wirkliche Verbrauch noch getrogen werden. Geht aber bald nicht gemacht. Am Zugeld gemacht, wir haben uns da angeguckt und so weiter. Die Verbrauchswerte passen nicht zu den Berechnungen. Und da können wir ein bisschen noch schärfen, das ist gar nicht kompliziert. Aber viel wichtiger ist, dass wir die wirklichen Werte auch notdrohen. Für die Forschung, für das Ministerium, für zu wissen, wo wir wirklich stehen. Weil das ist ja das, wo die Mauna Loa-Kurve drauf abgreift. Ich hole mir echt von einer Berechnung, die man sieht, da hast du ein super Haus und so weiter, theoretisch, aber praktisch brauche ich viel. Oder umgekehrt, du hast ein ganz schlechtes Haus und vorbei, praktisch brauchen aber nicht. Weil es sich gut verhält, weil es niedrige Temperaturen hat, weil es nicht da ist, keine Ahnung. Also ich gebe mir wünschen, dass wir wirklich auf die Fakten kommen vom wirklichen Verbrauch bei den Gebäuden. Wenn wir zurück in der Zukunftsvision, was wäre da den ersten Schritt noch für, den man machen müsste, für in die Richtung zu gehen? Ich meine, ich sehe Prof. Und das sehe ich auch gern. Und ich habe viel mit jungen und gescheiten Leuten zu tun, auch Kollegen, auch also alle Menschen da. Ich will die nicht ausschließen. Und ich meine, alle Menschen kann ein bisschen etwas verstehen, soll sich ein bisschen dafür interessieren. Wir brauchen mehr Interesse für Gebäudeenergieverbrauch. Und das kann alle Menschen machen. Wir haben ein Projekt mit 2 Schulen angefangen, mit dem LTC und LTET, wo wir mit Profen probieren, so die Basics vom Energiepass den 19, 20, 18-Jährigen zu vermitteln. Ich meine nicht, dass das etwas ist, was kompliziert ist. Wenn der Interesse da ist, kann das alle Menschen verstehen. Und dann, wenn ein Interesse da ist, kümmert man sich drum, wenn man sich drum kümmert, passt man drauf ab. Und dann werden die Pässe auch irgendwie nicht passen zum Verbrauch und man kommt weiterführen. So Projekte an der Schule sind immer ganz gut. Das Problem ist aber, dass die momentan verantwortlich sind für den Verbrauch, die Häuser besitzen, die Häuser bauen, sind der Wurstner. Wie kriegen wir die sensibilisiert? Ja, das ist komplex. Ich sehe auch bei uns im Haus. Wir haben ein Haus als Drittschule dazugeholt, also Campus Kirchbirch, wo ich auch noch selber bin. Das Regionalbau aus den 70er Jahren und so weiter. Das ist schon komplex, wenn du etwas verstellen willst. Nicht mal. Also, ich sehe, wie das alles tickt. Oder, ne? Das ist ein ganz Kette von Leuten, die da echt mal überzeugen musst, mitholen musst und so weiter. Okay. Aber wenn der Willen da ist, geht das. Und das ist auch da. Das ist bei den Jugendlichen auch. Also wenn sie es wollen, sie wissen schon, wie sie das umsetzen. Das geht schon mit den kleinen Kindern und sie kennen das überhaupt nicht, wenn ich schon selber 3 Kinder, ich meine, wenn sie 1, 2 Jahre alt sind, die machen sich schon bemerkbar. Also das ist nicht so, dass die alles dezidieren. Also wenn ein Interesse da ist, kriegen wir Sachen umgesetzt. Und darum geht es. Wir müssen den Interesse von den Leuten kriegen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Stefan Maas, ist so ein schönes Merci. Ja. Das war One Planet 20 Futures. Ich habe geschwätzt mit Stefan Maas über energetische Bilanz von Gebäuden. Wenn ich kurz ein Resümee mache, ich habe gelernt, dass es nicht darum geht, einfach nur etwas zu verdeifeln und dann gut zu finden. Es gibt eine Kombination von beidem. Und muss ich natürlich fragen, muss ich wirklich bis auf die letzte Prozent Energie immer alles verbessern oder muss ich akzeptieren, dass es nie perfekt geht, aber eben die Richtung muss richtig sein, muss stimmen. Dabei ist es wichtig, auch nicht nur auf Elektrizität zu setzen, sondern auch die Speicherkapazitäten zu verstärken und auch andere Energien, wie zum Beispiel Hydrogen, zu erforschen und auch weiterzukommen.
Dann ist es wichtig, dass all Mensch sich für energetische Bilanz für sein Gebäude interessiert, weil wenn ihr etwas weiß, wenn ihr versteht, was das ist, da kann ihr auch richtig handeln. Genau. Ist das ein guter Resümee? Super. Da sage ich uns merci für das Nullauschen und für das Nullgucken von diesem Episode. Die könnt uns überall auf den sozialen Medien followen. Gebt uns auch ein Like, wenn es euch gefällt. Schreibt uns Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr keine Episode verpassen wollt. Wir kommen alle Freiden raus. Ich sage euch merci für das Nullauschen. Mein Name ist Cedric Reichel. Und denkt daran, One Planet, 20 Futures, Zukunft, also lo.